It's Deco. Wenn wir unsere Gefühle, Bedürfnisse nicht in Worte fassen können, uns nicht austauschen können, weder lieben noch hassen können, fangen wir an, uns selber oder andere zu verletzen, weil wir uns unseren Gefühlen nicht aussetzen können, weil wir das nie gelernt haben, sondern dass man sich dagegen wehrt, dass wir das so machen, was andere wollen, weil sonst bist du falsch und dann lassen sie dich allein. Nein, 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 ich bin so allein, ich bin nie frei, ich bin so allein. Wir wollen, dass uns jemand rettet, der uns wirklich versteht, aber ich glaube nicht, dass das geht. Wenn wir uns selber nicht verstehen, was sie nerven dich auch, wenn sie da sind und nicht nur, wenn sie gehen. Was sie dir nicht geben, was du suchst, du gibst. Und du siehst dein Leben als verflucht, aber hast selber noch nie versucht, deine Bedürfnisse zu stillen. Wie sollen sie es denn schaffen, wenn du es selber nur schaffst mit Koks und Pillen? Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, dann können wir es doch nicht nehmen. Wenn mir nicht sagst, was du brauchst, dann kann ich dir so nicht geben. Weil du dich aus der Verantwortung ziehst, die anderen sind schuld und du selber fliehst. Aber dabei ist das Problem meistens Dissonanz zwischen deinem Wunsch und dem, was echt ist. Selbstreflexion ist nicht Arroganz. Wie kann man Empathie erwarten in einer Welt, die nicht gerecht ist? Ich muss ja keine Wahl, keine Kapazität. Wenn Träume immer aufschiebst, ist es irgendwann spät. Ich habe schon früh gelernt, meinen Wunsch nach Veränderung zu ersticken. Wenn ich hässlich war, hat man mir ins Zimmer müssen schicken, bis ich wieder zur Vernunft bekomme. Denken, Gefühl weg, heilig ist die Ratio. Ich muss also ziemlich scheisse sein, wenn ich ging wieder traurig und hässig bin, weil das scheint ja etwas schlecht zu sein. Akzeptiert und geliebt werde ich nur gefühllos, wenn ich das mal ausspreche, geht es gestörlos. Weil sie meine Bedürfnisse als Erwartungen sehen, mein Ausdruck als Vorwurf und das tut ihnen weh, aber sie drücken es nicht aus, weil sie haben gelernt, still sein und zu machen, was der andere will. Und so suchen alle nach Erfüllung in anderen, gehen dabei sich selber abhanden. Gefühle wirken nicht vorhanden, weder jemand anderes, noch ich habe mich verstanden. Es hat niemand Verantwortung über meine Bedürfnisse und mit dem Wissen ist eine Beziehung nicht mehr so gefährlich. Und wenn Bedürfnisse nicht aufeinander passen, hilft es vielleicht, sich zu trennen. Logisch ist das schwierig, aber besser als ewig im Kreis rennen. It's Deco. Wo ich will nicht mein Leben mit Beziehungen füllen, sondern meine Beziehungen mit Leben. Ich will nicht mehr verallgemeinert reden, sondern etwas über mich sagen. Sondern wissen, was ich brauche, sonst ein Stückchen, wo ich esse, statt zu schmufen. Sonst gehe ich weg von dir, statt zu merken, was mir Angst macht. Liege allein im Bett, statt zu sagen, gute Nacht, weil ich denke viel zu schwarz-weiss. Entweder du bist alles für mich, oder du bist mir gleich, ich hab mehr Optionen, als dich zu ignorieren oder zu lieben, zu kämpfen oder zu fliehen, mir für dich zu verbiegen. Ich will jetzt Selbstverantwortung übernehmen und dann anderen Menschen bewusst meine Hand geben. Dann bin ich ein abgegrenztes Individuum. Zu denken, das ist unmöglich, wäre ziemlich dumm. Wieso suche ich die Liebe in dir und nicht die Liebe im Sein? Ich habe leider gelernt zu handeln statt zu leben. Angst hat davor, dich zu fest zu haben, aber Angst davor, selber zu fest geliebt zu werden. Fühlen wir doch einfach, was wir fühlen, für mehr Liebe auf dieser Erde.